Herzlich willkommen. Wir sind hier bei dem Video, also bei dem ja. Wir sind hier bei der Videokonferenz. Das darf so. Und wir müssen hier noch gleich taktisch vorgehen. Smart. Clever. Mann. Ja, wenn ich ihn an die Tür schmeiße, dann ist die Tür offen, ne? Das haut doch gar nicht hin. Also situationstechnisch ist das okay. Na, wo bist du denn hin? Keep your heads down. Make for the police line. And now, a word from our sponsor. My downtrodden brothers and sisters of Gotham, you have nothing to fear. We are the children of Arkham. We are here to end the masquerade and expose the corruption that's rooted your city. For too long, men like your esteemed mayor have profited from the pain of innocence. This is spiraling out of control. They have no idea about the man behind the mask. Whoever it is, they're smart. Let someone else get their hands dirty. Look into the hearts of these spineless creatures, chosen to lead. Go on, love. You know what to do. Was? Candidates, take off your masks. Show Gotham your true self. Tell them what you really think about the city you pretend to love. Everybody in Gotham saw that moderator get shot on live TV. What's going on in there? First off, we should incinerate the poor. We don't need to incinerate waiting for handouts because they can't be bombed and get a damn job. Try that my way. Do you have anything to say? You really want to hear what I think? Gotham is flawed. That city isn't. Flaws, but it makes it beautiful. We're out of time, Batman. The press is going nuts with those two drunks on stage. It is not too late to save the city. Taking out corrupt politicians. And what about the corrupt elite? The men whose fortunes are built on corpses. Men like your friend, Bruce Wayne. You're as bad as he is. Happy to look away from what you don't want to see. Your friend has cost this city countless lives. Lives you... Roll the tape! Huh? Subject 9. Dad. I thought your father was dead. Subject 9, Esther Cobblepot.
You've been declared criminally insane and committed to Arkham indefinitely as a ward of the state. Please, I'll sell you the land. Please don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Give her the drug. Thomas, we're friends. Our boys play together. You were warned, Esther. You know I always get what I want. Commence the procedure. Give her a dose she won't come back from. Now you know. Now you will see. Okay. Batman ist zurück. Batman! You certainly know how to make an entrance. Oh, Wiki. Go! Why don't you kick the crap out of him? Genau. Ich habe jetzt zum Glück hier noch einen Freund. Ey, mein Spielzeug! I made a man. You could never. That was all Thomas Wayne. So, ah, gut. Ja, das sieht man saumäßig gut. I took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. That won't bring back my poor old mum. So this is for her. Der hat mein Auge. Don't let you kill anyone else! Wait your turn, Dent. Und da wird Two-Face geboren. Klar, hey, machst du einen Fehler, köpft er dich irgendwie gleich so. Nee, das gibt's nicht. Das ist schon extrem zu brutal gemacht. Batman! You certainly know how to Okay, make das an Ganze noch entrance. einmal, ne, weil es so schön war. So, ich hab die Folgen zwar nicht mehr im Kopf, wie was wo, aber das wird schon. Okay. Why don't you kick the crap out of him? Der macht meine Drohne hin. No, please. I made a man. You could never. Okay. That was all Thomas Wayne. So, das geht noch. Und das habe ich das letzte Mal nicht gehabt. Das auch nicht. Ja? I took out Thomas Wayne. That was all him. Du He didn't know when to warst stop. I had him warst killed die because of Sau. it. Nein, nicht mein Auge. That won't bring back my poor old mum. So this is for her. Don't let you kill anyone else! Wait your turn, Dent. Two-Face wird geboren. Zum zweiten Mal. Also eigentlich immer so Kopfschüsse. Oh, frisst das Stück. Where's your mate, Bruce Wayne? Your biggest supporter, and he didn't even turn up. Oh, bist du ein schlechter Fighter, hey. Harvey. Batman! The revolution's already started! It's too late to join! Let That's Dent fair. go. And what if I don't? I'll crush every bone in your body. I knew you'd say something like that. Up.
Harvey oder Catwoman? Scheiße. Scheiße. Fuck. Ich brauche einfach Catwoman, weil sie... Ich meine... Das ist sowieso... schon vorprogrammiert, dass Harvey Dent Two-Face wird. Irgendwie muss es ja so sein. Where's the maniac in the mask? We need paramedics over here, now! Nimm die Spritze mit und analysiere sie. Nimm die Maske mit. City Hall is in chaos after Mayor Hamilton Hill was confirmed dead. While several members of the Children of Arkham have been arrested, the Penguin is still at large. Oh mein Gott. Wir wissen jetzt... wer die Eltern von Bruce umgebracht hat. Das war Hill. He won't be the same after this. Auch das weiß ich schon. Meanwhile, the Wayne family scandal continued to escalate after the full list of Thomas Wayne's victims was released to the public. Was kann ich dafür, was meine Eltern getan haben? Immer irgendwie das linke Auge. Lawyers representing Bruce Wayne have no comment at this time. We are the children of Arkham, and we have opened your eyes. Und das war's gewesen mit Episode 2, Kinder von Arkham. Wow, ist eine schnelle Folge. Keine so große Zeit. Hast du Falconis Schmerz gelindert oder hast du ihn leiden lassen? Du und 67,5% der Spieler linderten Falconis Schmerz mit Morphium. Das war eigentlich im Prinzip eine gut einfache Entscheidung, war es nicht, aber es war keine richtig schwere, denn er war die Person, die mir Antworten hätte oder hat gegeben, um Aufschluss zu dem Ganzen zu geben, und darum, warum sollte man dann bei so einer Kooperation denjenigen noch leiden lassen? Denn er wollte wirklich Bruce Wayne zeigen, was wirklich die Wayne-Familie ist. Und darum, ganz einfache Entscheidung, wir lindern den Schmerz, um ihm zu zeigen, dass wir kein Böser sind. Hast du Celine geküsst? Ja, das wundert mich nicht, warum das die Mehrzahl hier der gleichen Meinung war. Du und 81,3% der Spieler haben versucht, Celine zu küssen. Nur 18,7% haben gesagt, sein lassen. Ja, die war einfach situationsabhängig. Die Situation war einfach da, um diesen Schritt zu gehen. Ja, ich kann nicht mehr dazu sagen. Okay, nächster Punkt. Hast du Bürgermeister Hill als Bruce oder als Batman besucht?
Du und 52,7% der Spieler beschlossen, Bürgermeister Hill als Bruce Wayne zu besuchen. Ich habe meinen Entscheid eigentlich schon da gesagt, wo wir ihn getroffen haben. Es ist einfach intelligenter, wenn du zivil zu dem aktuellen Bürgermeister gehst, als Batman. Wenn du als Batman gegangen wärst, hätte es nur unnötig irgendwie Fragereien in den Medien gegeben, Fragereien in der Stadt, Fragereien rings um den Bürgermeister rum und so weiter, was Batman mit Bürgermeister Hill zusammen zu tun hat. Wobei man hätte natürlich dann so quasi eine Doppelkooperation machen können. Bruce Wayne mit Harvey Dent und Batman mit Bürgermeister Hill. Nee. So gesehen war das eigentlich die klugste Entscheidung, mit Bruce Wayne da aufzutauchen, als mit Batman. Nächstes hast du deine finanzielle Unterstützung für Harveys Kampagne ich weiß nicht, was da steht. Zurückgezogen. Du und 91,8% der Spieler haben Harveys Kampagne weiterhin finanziell unterstützt. Wow! Also da hätte ich jetzt ein knapperes Ergebnis erwartet, ehrlich gesagt, aber ich sehe einfach, dass Harvey Dent, oder ich muss schon mal in der Vergangenheit sprechen, weil ich weiß ja, was aus Harvey Dent wird. Das wusste ich von Anfang an schon. Wer die Filme kennt, der weiß, was aus Harvey Dent wird. Das haben die Spielentwickler von Telltale Games nicht wirklich anders gemacht. Von dem her war es eigentlich schon voraussehbar, dass Harvey Dent zu Two-Face wird, wobei das ist noch nicht offiziell. Das sehen wir erst, aber das wird sich im Spiel wirklich entwickeln, weil wer Batman gesehen hat, die Neuverfilmung, weiß, dass Harvey Dent genauso Gesichtsverbrennungen hatte wie jetzt. Gut, er hatte im Film hat er die anders bekommen wie jetzt hier, aber ist auch gut umgesetzt, gut erklärbar. Und da weiß man schon, dass er Two-Face wird vom Film her. Also von dem her, die werden das Spiel auf den Film basiert haben, weil auch das mit dem Gas, also mit dem wie heißt es? Nervengas, was hier geredet wird, auch das hat Zusammenhang mit den Filmen. Weil auch da ist ein Nervengas im Prinzip im Spiel, im Batman 1 Teil, da The Beginning, ist ja eigentlich auch der Samurai-Mann da, ich habe keine Ahnung wie der heißt, er hat ja auch Nervengas im Prinzip in der Stadt ausgesprüht und die sind dann quasi im Chaos, wie soll ich sagen, im Chaos, ist Gotham im Chaos untergegangen. Also das Spiel lehnt schon ziemlich stark nach diesem Film an und darum weiß ich auch, dass Harvey Dent natürlich zu Two-Face wird. Aber die Telltale Games Entwickler, die setzen das Spiel extrem gut um, muss ich sagen. Ja, das war also, ich sehe, oder ich sag mal, ich hatte in Harvey wirklich eine Verbesserung gesehen und ich finde, warum sollte man so einen Mann hinter dem Rücken nicht finanziell unterstützen? Und wenn ich das Geld habe, wieso soll ich ihm nicht die Möglichkeit geben, dieses Geld sinnvoll zu nutzen, um etwas wirklich zu ändern? Auch wenn jetzt nicht mein Name im Vordergrund steht. Ich bin ja, wie soll ich sagen, Bruce Wayne, ne? Der muss nicht immer vorne mit dem Namen stehen, ich Bruce Wayne finanziere das, ich Bruce Wayne bin da und so. Das ist nicht Bruce Wayne. Bruce Wayne ist eine Person, die ein gutes Herz hat und Leute in Not hilft. Nicht mit ich, Bruce Wayne, bin der Größte und ich bin der, wo euch unter die Sittiche nimmt, sondern ich nehme euch unter die Sittiche. Aber
Es muss nicht jeder wissen, dass ich euch helfe. So schätze ich ja Bruce Wayne ein. Und darum war diese Sache eigentlich relativ schnell gelöst. Natürlich unterstützen wir Harvey Dents Kampagne weiterhin. Hast du Celine gerettet oder Harvey? Ja. Wir lesen das mal. Du und 64,3% der Spieler haben Celine statt Harvey gerettet. Warum habe ich Harvey gerettet? Warum habe ich Celine gerettet und nicht Harvey? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Weil sie eine Frau war. Weil sie eine Frau ist. Nee, ganz ohne Spaß. Ich habe mich für Selina entschieden, weil ich sie an meiner Seite brauche. Als Catwoman. Ich kann nur mit Selina, also Batman kann nur mit Selina, also beziehungsweise Batman kann nur mit Catwoman gegen das Böse antreten. Allein ist er machtlos. Das ist einfach so. Alleine schafft er es nicht. Und darum habe ich mich für Selina entschieden, um ihr auch zu zeigen, hey, wir halten zusammen, wenn du in Schwierigkeiten bist, ich helfe dir. Und ja, sind wir mal ganz ehrlich, das was Harvey mit dem Geldthema und Freundschaftsthema da abgezogen hat, war ja auch nicht ganz ladylike. Das war ja auch irgendwie, ne, du gibst mir dein Geld und dafür trete ich dich in den Arsch, oder? So quasi unter dem Motto. Fand ich irgendwie auf eine Art eine hinterhältige Sache von Harvey. Und das war auch ein Punkt, warum dass ich mich nicht für Harvey entschieden habe. So, hier nochmal alles zusammen. Und schön, das Schöne, was ich finde hier, ist einfach bei diesen Spielen, dass man nie irgendwo 100% wird haben, weil wir Menschen, wir entscheiden uns immer anderweitig um und, ne, also, ja, das ist der Mensch. So, und jetzt schauen wir noch, wie es weitergeht bei Episode 3. Die ist übrigens schon draußen, aber ihr müsst wieder eine Zeit lang auf Episode 3 warten, denn wie es im Fernsehen auch ist, erst kommt Episode 1 und dann ein halbes Jahr nichts mehr. Naja, so lange müsst ihr nicht warten, aber auf jeden Fall schauen wir mal, was bei Episode 3 rauskommt. Ich schweige. Next time on Batman, the Telltale series. You may have saved me, but this isn't over. You don't know these people, Bruce. Authorities are scrambling. The so-called Children of Arkham have the city in a frenzy, but there's still no sign of their masked leader. With Hill and Falcone dead by their hands, the question on everyone's lips is, who's next? After that news about your father sending innocent people to Arkham, sounds like the whole city wants your head on a pike. The Waynes have always run this company, but now they want to decide what your future at this company will be. Do you really think Bruce Wayne is worth protecting? What do you want from me? You know what I want. No more hiding, not for anyone. But don't worry, Bruce Wayne's finally gonna get what's coming to him. Bruce! Bruce! Bruce. Das wird eine spannende Episode, muss ich sagen. Also ich bin echt gespannt, wo das Ganze endet. Auf jeden Fall, das war's mit Bruce Wayne, Batman, The Telltale Series und mir, dem Drantu. Danke fürs dabei sein, Episode 2. Schnell vorbei, aber es ist wirklich... Boah, es kribbelt in meinen Händen, Episode 3 zu spielen.
Episode 3 ist schon draußen, aber nein, wir spielen das jetzt nicht. Und was das Crowdplay angeht, das werden wir dann, wenn wir alle 5 Episoden gemacht haben, werden wir dann werden wir mal bei Episode 1 schauen, was das Crowdplay genau sein soll. Ich bin gespannt. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.